sag nur, von harten Willkommen wie Party, Platt und Plüschmors. Live auf the Burn, das allererste Mal. Ja, und von harten Willkommen, live Plüschis. Absolut, schön, dass die da sind. Und wie habt ihr gedacht, us Norm ist einfach mal Programmhüt. Also, das war um Platt, um Plüschmors und um Partygorn. Und für die erste Folge geht das nur um den Plüschmors. Ich denke, jeder ein von uns weiß, was ein Plüschmors ist, oder? Wo kein weiß nicht, was ein Plüschmors ist? Du achtern. Da hinten? Ja, das ist diese dicke Diet davon. Genau, wir haben uns persönlichen Stein mal mitgebracht. Das ist Plüschmors. Plüschmors kennt ihn vielleicht besser unter das Wort Hummel. Unter das Wort Hummel, richtig. Genau, und Plüschmors ist nämlich auch das Wort, das plattdeutsche Wort vom Jahr 2009. Und jeder fängt jichtens wie an, tau grien, taus mustern, wenn er das Wort Plüschmors hört. Und du habt wie gedacht, okay, das möcht wie einfach erstmal uns Titel mit inbauen und das ist auch mal eine Folge wert. Richtig. Und das ist ein Wunsch von einem Hörersche. Ich sag ihren Namen her noch nicht, weil ich nicht weiß, ob sie das will. Aber, liebe Hörersche, dank dir, dass du uns diesen Tipp geben hast. Und ich habe dir auch all ein E-Mail schreiben. Live. Dank dafür, wenn du von Abend hier bist. Schön, dass du da bist. Und ansonsten vielen Dank für diesen Live-Tipp. Ja. Oh, wo kein ist denn das? Wo hält diese Diet nochmal? Ja. Der Sehr Plüschmors, der Plüschmors. Lisa hat das allsecht, dass der Plüschmors oder der Norm Plüschmors ist das plattdeutsche Wort von Jahr 2009. Richtig. Und von da an dükert das auch Faken in der Google Trendsög ob. Vorher findet ihr das gar nicht. Der Plüschmors. Ich habe aber mitkriegen, Lisa, dass der Lü grotte Plattdütschen sagt, oh, Plüschmors, das Wort ist aber so ein betten Fiegelin. Hast du das auch all hört? Ja, ich habe mitkriegen, da gibt es eine große Diskussion um das Wort Plüschmors, das Fähle sagt, hey, das ist eigens gar nicht platt. Ja. Tja. Kennt ihr auch diese Diskussion darüber? Nee? Oh, das ist aber schön. Ja. Irgendwo noch konnte Tausend. Hilka hat das studiert. Also Hilka wird das schön erklären können, was du achtern ist. Ja. Cloud-Cheater. Ja, Cloud-Cheater. Ich bin von Abend hier der Cloud-Cheater. Endlich mal. Endlich mal. Ich habe aber nicht die Plüschmors oder die Imkerei studiert. Nee, ich bin studierte Sprachwissenschaftlerin und nun treffe ich richtig mal rindükern. Richtig allens Ut packen. Hey, mir so richtig opfreit. Schnackt richtig mal schön über Sprachwissenschaft. Ja. De Plüschmors, warum hält ihr den Plüschmors? Was denkt ihr? Von der 18, ne? 18 Böcks. Ja, richtig. Ja, Genau, der Mors ist der Ach, Der sieht so plüschig aus. Genau richtig. Könnt ihr ja auch gut sehen hier auf das Bild. Dieser plüschige Mors. Und liebe Tauhörers, die könnt das Bild natürlich nicht sehen, aber uns Taukigers hier im Theater und Küchengarten, die könnt das wunderbare Plüschmors-Bild hier mit einem plüschigen Popo, einem plüschigen Mors sehen. Wunderbest. Da ist es nun aber so, das gibt noch ein anderes plattdeutsches Wort für das Diet. Kennt ihr die auch? Sag ich nur gerne. Das Wort heißt Hummel. wow. Schön Spannung aufgebaut. Ja, Hummel ist tatsächlich das echte plattdeutsche Wort. Und das ist eigens auch ein bisschen unter das Plattdeutsche in das Hochdeutsche indückert. Ja. So, aber und darum sagt Lü, oh ja, Plüschmors, das ist ja gar nicht das echte plattdeutsche Wort, denn wie sagt da Hummel? Ja, alles klar, gut. Aber ich mache ja noch mal ein anderes Beispiel geben. Kennt ihr das Diet? Vogel. Der Vogel. Nicht wie? Ah ja, ich habe da aber all gehört, Wipstert. Kennt ihr noch andere Wörter, der Diet? Aha. Ich habe Bachstelze, habe ich gehört. Ja, das ist das hochdeutsche Wort. Ich kenne auch zum Beispiel noch Ackermanche. Oder Plogstert.
Plochstert, wie der Vogel, die Bachstelze ja auch gern achtern Ploch hinter achter anlöpt, über die Fälle, über die Kampen, ne? Ja, warum hangt düsse zwei Diaten zusammen? Was denkt ihr? Kein echt was. Lisa, was denkst du denn? Ja, ich war ja bang. Ich hab schon gedacht, so, vielleicht weiß ich das ja. Ich hab keine Ahnung. Hilka, bitte verklär mir das. Ja, das Schöne ist, wie diese zwei Diaten, die haben viel gemein. Das sind nämlich Neologismen. Neologismen sind Wörter, die nie Bild worden sind. Und das ist aber auch das enkelte Wort, was ich nicht Glieksfischer abschreiben. Und Neologismus können Sie ja vielleicht noch marken. Aber ich habe ja all gehört, Wipstert ist bekannt. Das kennt Sie, das Wort. Super. Dieses Wort ist eben aber auch nee. Also ich das gesagt habe, das echte plattdeutsche Wort für diesen Vogel ist Barkstert. Na, so wat. Warum sagt wir denn ein Wipstert von Dach? Damit wir noch mal ein bisschen deeper in kann. Und zwar ist das so, der Hummel. Woran erinnert ja das Wort Hummel? Lecker. Hummel, Himmel, wunderbest. Nee, sie kennt doch diesen Lut, den die Hummel macht. Ja, Hummingbird, ob Englisch heißt die Hummel auch Bumblebee, eigens Humblebee. Wie eigens kommt das Wort Hummel von Humboldt und das heißt so viel als summend. Und damit, Lisa, kannst du bitte immer weitermachen. Du weißt, wo das hier lebt. Ja, denn du, Frau Hepp, war das Original Barkstert? So, und da sind wir bei das erste Fremdwort, Ute Sprachwissenschaft. Onomatopoesie. Und nur alte Hoben? Ja, ob drei, einmal allen zusammen. 1, 2, 3. Onomatopoesie. Wunderbar. Was soll das denn hätten? Das heißt lautmalerisch, also lautmalerisch. Und ihr kennt noch andere Diäten, die auch lautmalerisch Bild sind mit ihren Normen. Jawohl, der Kuckuck, richtig, der Kuckuck. Das ist auch ein Onomatopoetikum. Ich kann da noch mal sagen, Onomatopoetikum. Onomatopoetikum. Und diese Wörter, die sind eben das Gerüchbild. Und davon kommt das Wort Hummel. Wenn ich denke, oh, das ist aber, wo funktioniert das? Da gibt doch auch Wörter, die nicht so nah in Gerüch nömend sind. Ist richtig. Solche Wörter, das ist dann eine willkürliche Benennung und diese Art und Weise nennt ihn dann arbiträr. So, das ist die Arbitrarität. Ist für uns aber gar nicht so wichtig, Hüt. Gott sei Dank, ja. Nee, was für uns interessant ist ein anderes Wort. Ja, die Ikonizität. Was steckt denn in das Wort bin? Ikone. Ah, Ikone. Und was ist eine Ikone? Ein Bild, richtig, ein Bild. In der Sprachwissenschaft nimmt ein so was auch Icon. Und ein Icon ist letztlich ein Theken, was beschrift. Und das ist bei der Wipstert und eben auch bei der Plüschmus. So, da ward was beschrieben oder das Utsüd. Und das ist ein anderer Ort und Wies, wo ein Wort bilden dort. Eben, ja, wo was utzieht. Und das haben wir auch in vielen anderen Sprachen. Zum Beispiel in der Gebärdensprache. Ich wies ja einmal die Gebärde für Deutschland. Die geht so. Ja, richtig. Die Pickelhaube. Super. Ein Applaus bitte. Super. Richtig, die Pickelhaube. Eben. Und das ist das Icon dafür. Und darum ist das eben so,
das Bildhafte, das wird starker mitdacht in der hütige Art und Weise, wo wir Wör bilden dort. Das hätt wie in viele Nähe Wör, die wir bilden dort. Warum passiert denn das nun? Das passiert, weil zum Beispiel nicht mehr weht, wo hätten das ole Wort? Ja? Oder habt ihr noch wusst, dass der Wipstert irgends Barkstert hätt? Nee. Aber eigens kann ihn das doch schön sehen, bede Wipstert, weil bede Bachstelze dingt ihn ja nicht an den Stert, also an den Schwanz, die ob und doll wippen dort. Denn der Stert ist ja der Schwanz und die Stelze ist eben die Umluden, Hochdeutsch von der Stert, ob Hochdeutsch des Sterz. Das Wort kennt ihn vielleicht noch, ob Hochdeutsch Sterz. Darum der Barkstert ist eben der Bachschwanz. Als er ihn das so sagen kann. Ja, so, und dann kennt er das Wort auf jeden Fall nicht mehr oder dann sagt, oh, die Hummel, das ist so ein Barkstert, oh, was ist das für ein Wort? Ich will was Witziges, was Niet haben und das hab ich bei so viele Wör. Und das ist okay, das so ist. Denn da hab ich dann einen Wandel in eine Bedüden. So. Und da hab ich ein schönes Niet-Wort, Phraseologismus. Richtig schön. Ich muss da einmal ganz kurz hinan. Ist das auch der, kennt ihr noch den Ackerschnacker? Das war ja auch Fellsecht. Gehört das da auch mit Tau? Ah, Aber weißt du, was ein Ackerschnacker ist? ein Handy. Nee. Ein Telefon. Auch nicht. Oh. Das Ackerschnacker ist eigens die Norm für das Feldtelefon und den Ersten Weltkrieg. Ah, okay. Darum, danke ich mach dir. hier nochmal die Pickel. Ja, aber der Ackerschnacker, der ist eben auch so ein Neologismus, wo wir dann eben nichts Malerisches habt oder was Arbiträres, sondern eben ein Icon, was wir zusammensetzt. Aber hier, wir sind ja wie das Wort hier, Phraseologismus. Du weißt auch, der hat den Beste auf jeder Party, oder? Wenn du mit den ganzen Normen nur ankämst. Oh nee, ich glaube nie werde was über Phraseologismus verteilt. Phraseologismus hält einfach, dass wie zwei Wör habt, die fast zusammengewossen sind. Wie Plüsch und Mors. Mors und Plüsch. Aber Mors und Plüsch passt nicht. Darum habt ihr den Plüschmors. Das heißt, Plüsch beschrieb den Mors. Und nicht andersrum. Und da habt ihr dann eine formale Festigkeit, wo auch bloß diese Art von Wortkombination funktioniert. Ein schönes anderes Beispiel sind die Klabusterbeeren. Ich glaube, das ist ein Wort nur einfach mal hier so in Ruhm storn. Ihr könnt halt ja alle nachkicken, wenn ihr das nicht kennt. So, und das Autosemantiker habt dann eben, ja, die Bedüden in das Wort bin. So. Oh, nun will das doch ein werden. Ja, hier kein Glück, da musst du nur verkloren. Nicht dumm von Tisch kommen. Okay. Sehr schön. Also normalerweise kennt er Mannslüt das Problem mit Klabusterbeeren. Oh, Ja. nee. Mannslüt habt ja Faken so ein Betten mehr Haar an Pöter. Und nicht schimmers, also zum Beispiel auf Festivals, wenn das dann bloß ein Dixie-Gift. Und dann gibt er da nicht so viel Papier auf dem Logen. Muss ich das noch wieder verklauen? Ich glaube, das bestanden. Klabusterle wären happy wieder. Happy auch noch wieder was lehrt. So. Und das Wort Klabusterbären, da weht ihr dann Jimmers Phraseologismus. Klabusterbären. Hangt Jimmers zusammen. Könnt ihr nicht mehr trennen. Darum, bitte, wir haben noch zwei Wörter. Zwei Wörter habt ihr noch. Idiomatizität. Oh je. Das heißt ob Deutsch semantische Umdeutung. Semantisch heißt einfach, dass der Ort und Wiesen, womit was meint ist, dass das eine Bedüden kriegt. Und das habt ihr eben bin Plüschmors, wunderbar. Denn die Hummel, ne, von der Summ war da auch immer so ein plüschigen Pöter morgt. Und das ist okay, weil das eben auch gewiest,
dass ein Sprach lebendig ist, wenn ein Sprach so was kann. Ein tote Sprach kann das nicht mehr. So Nähe, Wör, Billen oder was umdüden. Hätt ein von dir mal Latin hätt, da du Latin hast, wedig. Ja, ich auch. Ah ja. Und kannst du nicht Wort bilden auf Latin? Ja. Beste Beispiel, ja. Und ein lebendiger Sprach, ein quicker Sprach, der kann das. Der kann nie Wör bilden und auch Wör umdüden. Und das passiert eben mit den Plüschmoors. Und das Schöne ist, wenn ein Plüschmoors in unserem Fall diese Umdüden hat, dann hat das eine höhere Expressivität. Einen größeren Udruck. Wir verbinden mehr damit. Wie das ist ein niees Wort und das geht so richtig, das dückert richtig in hart drin. So achter diesen Abend, was ich immer denke, oh, der Plüschmoors. Der Plüschmoors ist so deep in mein Hart, ich kann ihn nie nicht mehr vergessen. Ja. So, ein Wort habt ihr noch. Kompositor. Und damit sind wir dann auch durch. Und dann habt ihr auch verstanden, warum die Wips, die vielleicht jeden kennt und wo kein sagen wir, oh, das ist aber kein plattdeutsches Wort und die Plüschmoos eigens das Sölwige sind. Das sind nämlich zusammensätte Wör, also ein Komposit. Und die Wipstert ist zusammenset, habt ihr all mitkriegen und ein Wippen und ein Stert. Und die Plüschmoos ist zusammenset und Plüsch und Moors. Und nu gibt das muss ich noch einmal kurz inhaken, bevor wir ton N kommt, mit der lütschen Utfluch in der Sprachwissenschaft. Das heißt immer das Plüsch. Das ist gar kein plattdeutsches Wort. Ist das so? Ja und nee. Richtig ist, Plüsch kommt aus das Französische, von das Wort Peluche. Aber was heißt denn Peluche? Peluche hangt nämlich mit das plattdeutsche Wort rucken und plucken zusammen. Darum leitet sich eigens Plüsch von plucken ab. Und damit ist Plüsch doch eigens ein plattdeutsches Wort. Definitiv ne wieso. Definitiv. Wo wir hier Tid op een Moors brouwen, dat is Wichtmoors oder Jungmoors, wat je kent. Normal. Magst du We hebben hier Tid op een Moors brouwen, Ja. niet? Wanneer dat kijken deed, dat is Wichtmoors oder Jungmoors. Wenn er mooi Moors ist. Ja. Kannst du immer den Moos wiesen? Ja. Ja. Wicht, nicht? Ja, das ist eigens. Ja, ist das nur ein Wicht? Ist das ein der? Ja, es ist ein Dern. Ist Aber ein da Dern. kommt wie Ist ein wie Dern. nachher noch Dat Tau. is drauf, nicht? Ja, das ist ein der. Schnack wie lauter noch über. Ja, was ich aber noch sagen will, Komposition. Diese Wort sind Kompositor und das Schöne ist Kompositor, wie es eben auch, das wie ein lebendiger Sprach gibt, ein lebendiger Sprach, ein quicker Sprach und das Besondere ist mit Kompositor, das morgt eben auch bloß nicht so wahnige Sprachen und da hört eben Hochdeutsch, Plattdeutsch und Sanskrit tau. Andere Sprachen arbeiten gar nicht so viel mit Kompositor und darum dürft wir so viele Kompositors Neologismen bilden, als wir das gern haben möchten und darum ist Plüschmoos einfach ein wunderbares Wort, was wir auch wieder nutzen schöt. So, danke. Dank die Hilka, danke. Hilka ist so Ein großes Hoch auf den Plüschmoos und hier drauf auch in mein Hart wieder Plüschmoos hätten. absolut. Und wenn Plattschnacker kommt und auch erzählt, so, nee, Plüschmoos ist eigentlich gar kein plattdeutsches Wort. Nur habt ihr das gelehrt, ist auf jeden Fall ein plattdeutsches Wort. Und das wies, dass Plattdeutsch gesund und lebendig ist in uns Alldach und auch modern mit Wassendeit. Ja, und sonst sagt ihr einfach Onomatopoesie. Ja, das mag mich. Hilka ist so aus Sprachwissenschaftlerische, der halt viel davon vertellen kann, wo Wörk herkommt. Und ich komme eher so ein bisschen aus der Biologie. Ich bin halt eigentlich studierte Umwelttechnologin. Und ich habe mir gedacht, okay, nun habt wir ganz viel über das Wort Plüschmoos schnackt. Nun möchte ich mal, dass wir ein bisschen was über das Dert engs lehrt. Denn wie weit immer heel viel über also über die Bienen, aber wie weit, oder ich weiß gar nicht so viel über den Plüschmoos engs und wo wichtig der auch für uns ist.
Und da habe ich mir gedacht, damit das hier in Bäten interaktiv wird, ich möchte ja auch nicht, dass die Chemie hier wegdükert, mag wie ein lütschet Spiel. Wahrheit oder Tüdelkram. Also, ich habe ein paar Utsagen verschau und ich brauche schauen, ob das richtig ist oder nicht. Sind die bereit? Ja. Sehr schön. So, Plüschmors sind Alleenlöper. Alleenlöper meint Einzelgänger. Okay, kein ich sage schon ja. Einmal die Hand heben, die sagt ja. Und einmal die Hand heben, die sagt nee. Sind sie sicher? Plüschmors sind keine Alleenlöper. Die leben wirklich in einem Volk von 50 bis 600 Derten. Da gibt es dann eine Königin, Arbeiterin und ab Juli, August, wenn sie sich dann auch powern möchte, gibt es dann auch den Thron. Also meistens lebt der Tohopen, aber in nicht ganz so großen Folgen als der im. So, worum hat manche Plüschmors kein Haar an den Kopf? Will sie sich den Kopf ständig stört? Will sie sich Taufell sauber morgt? Oder will sie im Ölle ihre Haaren verlieren? Also, keines für das Erste. Keines für das Zweite. Ja, und der Dritte? Okay, der Rest ist nicht ganz. Das ist tatsächlich, weil sie sich den Kopf stört. Nein, wirklich. Ich wollte das Film nicht glauben. Aber wenn der Ingang von ihren Löckern tau eng ist, dann rief die sich der Kopf einfach kahl. Wieder die Arm. Aber da hat Wissenschaftler lang dran säugt und forscht, bis sie gut können, so, nee, der stört sich einfach nur den Kopf. Der mag dann so richtig dong, dong, dong. Genau das. Und dann wird sie halt, verliert sie ihre Haare am nicht Kopf. bloß regenklöderig, sondern auch noch doof. Ja, da hat mir ein bisschen leid. Aber ich finde, das mag den Plüschmors irgendwie noch lebevoller. Gut, also, was denkt ihr? Just die Plüschmors Königin überlebt den Winter oder überlebt die das heile Volk? Also, keines dafür, dass das richtig ist. Okay, eine Stimme. Kein sagt, alle überlebt? Okay. Das stimmt. Nur der Königin überlebt. Der Rest starft am Ende von Sommer ab und nur die Königin, die befruchtet ist, die kann in einen Erdlock überwintern und hat dann die Aufgabe im Februar, März, wenn sie wieder gut kommt, dann ein ganz neues Volk toppeln. Umso wichtiger ist, dass, wenn sie einen Plüschmors im Sommer oder im Frühjahr seht, dass sie dann, dass sie auch freit. Dass sollte Plüsch gedeiht ist. Da kommt wie Glicks nochmal tau, denn man kann noch ein Betten mehr morgen als nur freien, aber das kommt Glicks. So, was denkt ihr? Kann ein Plüschmors Königin inne Worte überleben? Kein sagt ja? Sie können, wer da mitmachen, Sie können Trotshow. Bitte. Und kein sagt nee? Das ist sogar absolut okay. Super spannende Sorg. Ich muss sagen, als ich mich so ein Betten über Plüschmors dann so ein Betten inlässt habe, bin ich da echt in so ein legit Rabbit Hole rinfallen. Denn das gave mir eine Forscherin, die wohl eigens ganz andere Sorgen erforschen und hat dann Königin von den Plüschmors im Keulschab. Die hat da überwintert. Und dann ist aber was kaputt gegangen im Keulschab und da ist Worte in den lütschen Röhrchen, wo die Plüschmorskönigin drin wären, ist darin loben. Und die Forscherin hat sich gedacht, oh shit, nu sind die all tot, was mag ich nu? Die habt eine Weg in Worte längen. Und sie hat die drücht und die habt überlebt. Krass. Also, ein Plüschmorskönigin kann tatsächlich einen Stoffwechsel so rünnefeuern, dass sie eine Weg ohne neuen Sauerstoff überleben kann. Denn ein Plüschmors hat keine Lungen, die hat Tracheen. Das sind so lütsche Röhrchen, wo sie dann anscheinend nach Sauerstoff spiekert habt. Also Wahnsinn, was für eine Heldin in Uskoren, von der wir gar nicht so viel weit. Tracheen, könnt ihr das Wort auch noch mal sagen? Ob drei? 1, 2, 3. Tracheen. Und das andere Onomatopoesie. Oh nee, das laut wie. Okay, wir hören die nichts mal wieder. Was denkt ihr? Ein normaler Plüschmors wird just 3 bis 4 Wochen alt. Kein sagt, das stimmt. Ja? Okay, der Rest ist echt, nee, die wird Ölle. Das stimmt.
Ein normale Plüschmus war tatsächlich nur so bitter twinnig doch. Das ist der ein heiles Leben. Und dann kann die so dick werden. Du happy nämlich das Pendant. Damit sie so dick wart, ät ihr denn ihren eigenen Honig? Kein sagt ja? Ja. Kein sagt nee, der ät kein Honig? Ja. Nee, der ät ihren Honig nicht. Der ät Nektar, das schon. Und deswegen ist der Plüschmus für us oder als Menschen, als Honigproduzent gar nicht so interessant. Denn der produziert gar nicht viel Honig. Just ein ganz lit späten, was sie braucht für ihre eigenen Larven. Warum der trotzdem so wichtig ist, der Plüschmus, da komme ich leider noch mit tau. Plüschmus könnt erst auf 15 Grad losfliegen. Kein sich das stimmt? Kein sich nee? Ja, genau das ist es. Denn ein Plüschmus... Mama, du bist trotzdem gaut. Die Plüschmus sind die allerersten, die losfliegt. Die könnt auf 2 Grad könnt die los. Im könnt ihr erst auf 10 oder so. Und der Plüschmus, der kann durch, weil ich habe mich gefragt, warum mag die Natur das? Die Natur hätte ja jemals irgendwie einen Gedanken, achte an. Und die Natur mag das, weil sie sagt, okay, der Plüschmus, der muss einfach ein bisschen Freue los. Der könnt erst auf 10 Grad, also vielleicht auf März, April. Und die ganzen Freubläue, die wird nur bestöft von us Plüschmus. Außerdem kann der viel länger fliegen. Der ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag fliegt im? 10? Okay, weil der Plüschmus, der kann bis abends Lord fliegen. Denn auch der Plüsch mockt im Wetter fest. Also Süllen wie Regen könnt ihr losfliegen. Die sind die absoluten Hardworker unter den Insekten. Ist Plüsch nicht ein wunderbares Wort? Ja, ich finde so oft habe ich das Glück noch nie nicht gesagt. Aber viel öfter. Denn auch der könnt 8 Stunden am Tag fliegen. 8 Stunden, da muss man sich mal vorstellen. Und dann mit 1000 Blaum bestöfen. Also die sind wirklich richtige Overperformer, wenn man nur singt. Also wenn ich das nächste Mal eine sehen darf, dann werde ich die mit ganz anderen Augen sehen, weil die echt was afrät. Und da sieht man, wo wichtig die für uns sind. So, was für ein Plüschmus gibt das wirklich? Gibt das der Schmarotzerhummel oder gibt das der Kuckuckshummel? Onomatopoesie in Doppelpack. Lisa. Oh, da geht ihr hart oben, ne? Oh, Ich ja. seh das all. Ich kann gar nicht utholen. Heute trüch. Gaut, was denkt ihr? Gibt das der erste, der Schmarotzerhummel? Der zweite? Oder sogar beide? Oh, jeder will. Das gibt tatsächlich beide Hummelarten. Denn der Schmarotzerhummel, vielleicht könnt ihr auch das ja auch denken, und auch der Kuckuckshummel, der legt ihre Eier oder ihre Larven halt einfach in fremde Stämme mit drin. So als ein Kuckuck das morgen deit. Und der armen anderen Plüschmus, der trägt dann diese Schmarotzerhummel mit ob. Und Plüschmus wird das weit weniger Tomaten geben. Stimmt das? Kein sich ja? Kein sich nee? Absolut. Denn Tomaten sind Vibrationsbestäuber. Also die wird mit Vibration bestimmt werden. Mann, das ist hochwissenschaftlich hier. Das ist die Biologie. Oh Mann, ey. Ich wüsste das. Ich habe noch gedacht so, nein, hier kann es über 8 wie schafft das hier? Also, Vibrationsbestäuber, denn die Tomaten, das ist nur der Hummel, kann mit ihren Borstmuskeln, kann die Vibration mocken. Ja, Borstmuskeln sind auch gut. Ja, ne? Und dadurch kann sie die Tomaten oder Paprika bestöfen. Wie hart gar nicht so viel Tomaten oder Paprika hat wie den Plüschmus nicht. Hätte ich vorher nicht wusst, nur, denke ich, bin ich eher bannig dankbar. Oh, ein Hoch auf die Borstmuskeln. Okay, wir haben Tilka verloren. Und
Der Plüschmors bringt Blaum schnelle Ton Blein. Na, wenn sie so ein Vibrationsbestöber ist. Oder? Das ist so Oh Mann. ja, du gibst mir hier diese Vorlagen. Ja, ich kann das nochmal Hilka prüfen. Das war ich hier vertellen. So. Okay, denkt ihr, das stimmt? Kane sagt, ja, das stimmt. Der schafft das wirklich. Der schafft das wirklich, Blaum Freue Tom Blein zu bringen. Und das geht nicht nur um ein, zwei doch. Das geht fast bis zu 20 doch. Denn der Plüschmos, habe ich ja gerade vertellt, der fliegt total freulos. Manche Blaumen sind noch gar nicht so weit. Wie seht ihr ja nur all? Die sind schon, ein paar sind schon ut der Ehe, aber noch gar nicht obbleit. Und der Plüschmos hat so starke Kauwagtüch, dass er darin bieten deit. Und der Plant, der kriegt dann Stress. Der denkt so, was bietet mir da, was ist denn das? Und durch den Stress bleibt die Freude ob, sodass der Plüschmos Freude was zu fragen findet. Lisa, du redest ja auch immer Daperin. Ne? Ich habe das schon vertellt. Ja, ich hätte niemals gedacht, dass ich ein Date Anfang da so spannend drauf finde. Das ist, was man darüber gut finden kann, ist Wahnsinn. Ich muss mich dann immer ein Betten zurückholen, weil ich dann Tau invested bin, muss ich schon sagen. Ja, ich dachte, wir habt uns das auch noch für die Folge neben uns Söstig ab. Also. Das kommt. Dann kommt dann noch mal der Vibrationsbesteuer. Der kommt einfach nur Tau. Genau, denn der Plüschmos begeit Blüteneinbruch. Oh, nee. Also da gibt es wirklich ein richtiges Wort für. Das sagt, hey, der bringt Blaum, Freie Tom Blein. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Genau, da muss man nämlich, das kann wählen, wenn dann die Frostwetter kommt, dann verfreit sie. Ja. Danke, Plüschmos. Ja. Okay, der Plüschmos, meint ihr, dass der einen Normorker hat? Kennt sich ja? Ein Nachmacher. Genau. Zum Beispiel ein Schmetterling. Der Schmetterling, der Botterlicker, auf Plattdeutsch, der tarnt sich als Plüschmos. Warum mag die Natur das? Das ist gerade wie im Wespen, Hummeln, ist das wahnsinnig spannend, denn die habt ja alle die gleiche Farben. Was denkt die Natur sich denn dabei, dass die alle gleich so seid? Da sind ja unterschiedliche Derten. Das nennt sich Mimikrie. Und das ist das Müllersche Mimikrie. Nehmt einfach nur Mimikrie mit. Könnt ihr das nochmal sagen? Mimikrie. Mimikrie, wunderschön. Denn das ist jemals so aus der Natur, die möchte gern überleben. Und nun haben wir die Feinde, die ja aber die Wespen, die Plüschmos fräten möchte. Gaut. Nun legt sich ein Diert mit einer Wespe an. Und die Wespen sind bannig aggressiv. Und der Diert lehrt auf einmal so, oh shit, okay, da mag ich nicht nochmal. Und nun seht das Diert eine Hummel. Und denkt, oh nee, da lade ich die Finger von. Nee, das sieht ja gut wie eine Wespe. Nee, das mag ich nicht, das könnte ja eine Wespe werden. Und so profitiert der Im und dem Plüschmos von der aggressiven Wespen. Und das sie so gut seid als die Wespen. Und diese Hummelschwärmer versorgt das nur auch. Dem möchte ich auch nicht reiten waren und tarnt sich als Plüschmos. Genau, nun kommt wie noch einmal, tau dissen Lütten stark hier hin. Ein Plüschmos kann nicht stecken, der kann just bieten. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja. Also, 60 Jahre baiten oder der den nur bieten kann? Nee, der kann stecken. Genau, das ist nämlich das Ding, die Drohnen, die weiblichen, also die Wicht, ich kenne Wicht. Wicht ist Ostfriesisch. Ostfriesisch. Ah, Ostfriesisch, okay. Ostfriesisch. Ah, Ja, okay. Ja. Wie kennt ihr das? Wichte? Nee, so. Hamburg oder wie? Wir sind dort andere Regionen, andere Kanten von Niedersachsen. Du kennst deren, ne? Genau, wie mir sagt man, Tom, wie spielt deren? Ich komme mit der Lümburgschen Heid. Ja, und bei mir zu Hause, da sagt wie Mäken. Ja, Mäken, ja. Genau. Und die Wicht, Mäken, derens, die habt ein Storkel. Also die habt hier Achter an, was Town stecken. Drohnen Town Beispiel nicht. Aber die ein denkt jemals, dass die Hummel bieten deit, weil sie sich erst fast bieten deit und dann noch stecken deit. Also das ist wirklich, aber das mag die sind absolut lebevolle Daten, die mag da wirklich nur, wenn sie sich richtig, wenn ein Drupp trampen deit oder sie Tau fast holen deit.
Und, was ich auch total seid finde, der schmied sich erst ob ihren Rück, also ob ihren Buckel, um sich zu verteidigen. Ich will ja am besten seid. Also, ich möchte einfach damit nur sagen, dass die Plüschmos aus absolute Lütschen Helden in Usguren sind. Und oft seid wie die Im oder die Bottevogels, also Bottelicke. Aber der Plüschmos ist so ein absoluter Held in Usguren. Und was könnt wir morgen, um Usguren vielleicht ein Bäde für den Plüschmos zu morgen? Denn eine Welt ohne Plüschmos, der wäre ganz schön drurig. Da wäre nicht nur viel weniger Tomaten oder Paprika. Und Vibration. Ja, absolut. Die Luft vibriert auch, leider so. Ne? Ja, ich mag das all. Du hast hier Spannung. Möchtest du drüber schnacken, Hilke? Achter de Fuß. Ja. Oh ja, dann kommt wieder Party. Achso. Die vibrieren. Us Ökosystem wäre viel Lütsche. Ja, vielleicht könnt wir kein Honig von us Plüschmaus kriegen, aber sie sind wahnsinnig wichtig für das Bestöven von us Planten, von das, was wir dann äten dauert im Endeffekt. Von daher ist es wahnsinnig wichtig, dass wir versorgt us Guren divers zu haben. Pfähle, Wildblumen, Lavendel, Klee, alles das, was die Plüschmaus einfach broken deit. Vielleicht kennst du den auch. Denn ich habe mir gedacht, okay, Hummel, Mors. Weit ein, woher das kommt deit. Was bedeutet das? Und was hat das denn mit der Hummel zu tun? Gar nichts. Wo kommt ihr? Ist ja in Hamburg? Aber sie sind einmal in Hamburg West, ne? Ja. Und sie kennt das auch Hummel, Mors. Mhm. Machst du das verkloren? Ja, oder möchtest du? Ich habe eben schon so viel schnackt. Eigens muss das ja unsere liebe Freundin Benita verkloren, ja. Die ist aber von Abend nicht hier. Hallo Benita, short, dass du nicht da bist. Hans Hummel, das war ein Worteträger im 19. Jahrhundert in Hamburg. Weil da gäbe das ja noch keine Waderleitung und da hätte dann immer das Wort getragen in der Stadtteile des Hüte, Groß Neumarkt. Und ja, die Kinder, die habt in Jimmers Argat und sind achter in herlaufen, habt dann ropen Hummel. Und wie Häsig so hat ärgern laden, hätte dann Jimmers ropen Mors. Also hat nichts mit Hummel zu tun. Nee, leider gar nichts. Aber er denkt immer oft, was ist denn das mit Hummel? Genau. Dann gibt es ja auch Hummeln im Hintern haben. Kennt man, denke ich, auch. Und das ist echt einfach nur, weil wenn man sich die Dierten ankickt, die möcht hier Dusen Blaum am Dach afrieden. Also der möcht richtig Energie haben und Fähl in der Wägens werden und fix werden. Und davon kommt das auch. Ich dachte, dass das irgendwie einen deeperen Sinn hätte oder so, aber leider nicht. Aber ich wollte das wenigstens nochmal verkloren. Und was das auch jümmes Gift mit dem Plüschmors ist dieser Satz. Die Hummel hat 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich, bei diesem Verhältnis zu fliegen. Die Hummel weiß es nicht und fliegt trotzdem. Vielleicht kennt sie das. Das ist hier ein großer Utnorm, dass hier mal Hochdeutsch schnackt war. Ja, ihr fällt sich ganz komisch an. Ja, das fühlt sich echt komisch an. Und ich habe mir gedacht, wie möchte mal schnacken. Denn gerade in der Verfahrenstechnik habe ich auch so ein Bäten Strömungslehre hat. Und ich kann ja das Glied sagen, das ist absoluten Quatsch. Absolut. Aber woher kommt das? Und das ist, also wenn man das Internet aufmacht, du siehst wahnsinnig viel von diesen Motivationssprüchen. Und das kommt davon, dass 1934, also all in den dörtiger Jahren, weil ein Insektenforscher, der will die Fleuch von Insekten berechnen. Okay, hätte er sich gedacht, okay, womit kann ich das morgen? Was flecht? Das Flaugtüch. Das flecht ja. Also hätte er den Mord von einem Plüschmos genommen und so ein Flaugtüch berechnet. Also das Flaugtüch war so und hat so lutschige Flügel. Natürlich kann das nicht fliegen. Und er hat gesagt so, nee, also eine Hummel mit Düsse so as der ut sein deit, die wird doch nimmes fliegen können. Und hat das so in seinen Bauch schreiben. Ja, und damit hätte das alles losrot. Dann kam aber die Aerodynamiker, die sagt so, Momang, wie möchten wir noch mal schnacken? Denn Flaugtüch
habt ja stiefe Tragflächen. Der bewegt sich ja nicht. Und Hummeln, die habt ganz agile, ganz, wie nennt man das? Nicht Stiefe, die ganz bewegliche. Weike Flügel. Die sehen nicht nur ob und doll, nein, auch in Kring. Also die rotiert auch noch mit ihren Flügeln. Bitte 200 Mal in der Minute. So als so ein Lütsche 8 irgendwie. Genau. So kann man sich das vorstellen. Und rotiert Dorbi noch. Und dadurch könnt ihr Söms mit ihrem Verhältnis, mit ihrem bannig, plüschigen, dicken Lief und dann lütschen Flügeln, könnt ihr dann tatsächlich fliegen. Weil die durch diese Rotation lütsche Luftwirbel mit ihren Flügeln mockt. Und dadurch könnt ihr fliegen. Flügeln. So, was ich Jau nu aber noch mitgeben möchte, denn diese Spruch ist eigentlich gar nicht so dumm. Denn wie Menschen denkt oft, ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Aber Dobby sitzt das doch nur in us Kopf. Also, dieser Punkt, hey, das sind die Grenzen, die irgendwie Sülm setzen da. Und was ist das, wenn ich mal denken da, hey, diese Grenzen gibt das nicht. Wo weit kann ich kommen? Geh mal die eine Komfortzone Route. Probier das doch einfach mal. Du kannst ja nur, also wenn du scheiterst, ist das gar kein Problem. Du lehrst drauf, steigst wieder ab und fliegst wieder. Und vielleicht habt ihr all diese Lütschen Plüschmaus, wie ich auf dem Tisch sehen. Die sind ja ganz lütschig. Und wie ich das einfach so faszinierend finde, was für ein wundervoller Tier das ist und das auch us Jümmes dran erinnern kann, dass wie viele von den Grenzen, die wir denken, die für us Leben durch sind, die sind nur in us Kopf. Die sind eigentlich gar nicht so hart. Und so viel trägt uns gar nicht durch. Und von daher kriegt jeder von Jau ein Lütschen Plüschmaus für Jau und Geldbüdel, der einfach als Lütschen Motivationsplüschmaus, Plattdeutsch Plüschmaus, was Jümmes schieben möchte. Der passt in Geldbüdel, der erinnert Jau Jümmes daran, dass sie doch fliegen könnt, auch wenn das aerodynamisch eigentlich gar nicht leid. Und natürlich an der Onomatopoesie. Oh Gott, ja, Hilke. Das vertellt wir auch nochmal, ja. So als Aufklebetattoo oder so. Ja. Oh, bitte. Bist der Held auf jede Party. Ja. Ja. Das wäre fail. Das wäre fail. Ich glaube, wir brauchen mal einen Lütschen Break. Einen Lütschen Puss. Aber, Lisa, vielleicht hast du mir ja mal was mitgebracht für den Puss. Also, unser Podcast ist so aufgebaut, dass wir immer Town N hin von einer Volk Leideron mockt. Das Leideron ist so aufgebaut, dass wir einen Text von einem bekannten Lied nehmt und dann auf Plattdeutsch übersetzt. Wir weit nix voneinander, was für ein Song das ist und wie mit alte Hopen Ron, was das nur für ein Lied ist, das einmal ich übersetzt habe und einmal was Hilke übersetzt hat. Ich muss sagen, ich muss auf Jau setzen, weil ich bin bannig schlecht da drin. Also, ich hoffe, sie hat meinen Rück. Bist du bereit? Oder? Bitte, ich höre. Ja, Moment. Bereit. Ich kriege aber auch nicht schon mal eins Ruhe. Nein. Und für den Abend bin ich, glaube ich, super obrecht. Mal kicken, ob ich das rot kriege. So. Ich darf nicht hinkicken. Oh ja, du darfst nicht hinkicken. Ja. Also, hört Gatau, nun kommt der Text. Wie käme ut Montreux an Genfer See? Wie habt dort am Ufer Obnau mockt? Wie hat kein Titellimit und kein Stress. Aber Frank Zappa und dem... Mega! Ich dachte, ich muss der Soundrefrain kommen. Also rück über das Worte. Tatsächlich. Deep Purple. Lisa, das ist das erste Mal, dass du echt ein Lied nach meinem Geschmack rutscht hast. Aber, ne? Also, ich muss vertellen, ich muss sagen, ich habe meinen Papa gefragt, was sein liebstes Lied ist. Applaus. Applaus an Lisa, ihrem Papa. Und danke für das Wort. Ja. Achso, ich werde noch. Wir werden noch kurz inspenden, oder? Nee, das kennt sie ja. Okay. Denke ich, oder? Nee, braucht sie nicht hören, das kennt sie. Gut. So, mal kicken, mein Lied, was ich mitgebracht habe. Mal kicken, ob du das kennst. Ich setze auf Schau. Ja, mal kicken, ob sie das kennt. Also, ich fange mal an. O Kaptein, mein Kaptein, erst wärst du Jan Maat. Das erste Mal lebst du ut mit mi. Erst schwimmen, denn pullen,
denn de Segel setten. Wie schippert der Storm, Flaute, Luf oder Lee. Jed ein Kurs stimmt, Stürbord, Backbord. Ein Lüchthorn berugt wie zwei nicht. Du hölst dat Roder, bis Weibsen winnen, ich vertrau dir den ook bis schlecht Sicht. Nu kommt der Refrain. Nimmst echt was. De Seebohr und ich und de Seebohr. Mit Rum und Glas swungt wir umher. Ich und de Seebohr und ich, verruht zu sehen, wei dat nicht. Ja, so sind ich da auch jümmes. Und Hilka ist sonst immer so fies und sagt noch so, das ist ein ganz einfacher, den kriegst du auf jeden Fall gut. Und ich versuche dann eben wieder googeln, damit sie nicht mitkriegt. Habt ihr eine Idee? Schön. Den hat sie doch noch gar nicht. Schön, den haben wir noch gar nicht. Störtebeker, nee. Machst du noch einmal ganz kurz den Refrain? Vielleicht. Die Seebohr. De Seebohr und ich und de Seebohr. Mit Rum und Glas swingt wir umher. Ich und de Seebohr und ich, verruht zu sehen, wei dat nicht. Irgendwas von den Dubliners? Ist das Deutsch oder Englisch im Original? Das ist eine gute Frage. Santiano habe ich all gehört. Ja, das ist Santiano. Ne? Hein und ne, die haben Werte und so. Ich sag mal so, Lisa, du kannst das Lied auch noch gar nicht kennen. Vielleicht spielt wir das Lied mal ein von der Technik. Kaptein, mein Kaptein, erst wärst du Jan Mart. Das erste Mal lebst du mit mir. Das ist Das ist mein Song. Nein, die Segel setzen. Ja, du kannst diesen Song gar nicht kennen. Oh, das ist richtig fies von dir. Ja, das wäre ein bisschen fies. Ja, das ist mein neuen Song, den habe ich mit dem Künstler hervorragend aus Berlin aufgenommen. Ein Duett, Hochdeutsch, Plattdeutsch, darum die Frage, ja, das Original ist auch Plattdeutsch, ich habe das gar nicht übersetzt. Schön. Ja, aber darum, das Lied, was lauter auch nochmal spielt, könnt ihr das auch nochmal am Betten anhören, wo das klingt. Aber Lisa, darum gibt das Likas einen Punkt, weil du hast dich echt affmöd. Danke. Und vielen Dank an das Publikum, das eben auch kräftig mit Rorden habt. Super, aber ist nicht Santiano. So, Mann. Ich würde sagen, der Titel läuft. Der Titel läuft. Wahnsinn. Habt ihr noch eine Frucht am Plüschmors? Nee. Ja, ich denke nur, oh, bloß nicht nochmal Onomatopoesie. Ja. Bitte nicht. Ich kann das verstauen. Oder ist in Frucht da hinten? Ich kann es nur auf Hochdeutsch. Gar kein Problem, ja. Wenn die Hummel sticht, was wir ja heute auch gelernt haben, Sehr nachdem gut. sie beißt, ich habe das mal gelernt, dass der Stachel dann abfällt. Ist das richtig oder falsch? Nee, bei der Immen ist das so, also bei der Biene, aber bei der Hummel nicht und deswegen sind die Stecke auch gar nicht so schlimm, weil der nur ein ganz lit späten Gift drin pumpen deit. Der beholt ihren Stachel und läuft dann auch wieder. Und der Stachel bleibt einfach und kann auch wieder stechen. Genau. Klar, gern. Ich habe nur noch mal eine Frage her und N von dieser wunderbaren ersten Folge, die wir mit Live-Publikum habt. Helga, sitzt du noch achter der Säule? Oh. Mein Helga. Sehr schön. Okay, wunderbar. Ich sag mal so, wie Gott nur erstmal in der Pus. Und Genau. vielen Dank. Wunderbare Publikum. Und wir Und freuen dann noch uns. geht er los mit der Party. Ja, dann geht er kommt los der mit der Party. Ja, also, tschüss.